Wie kriege ich denn da den Code raus? Indem ich dieses Spiel spiele. Also was für Zahlen. Ne, sorry, aber da bin ich erstens zu doof und zweitens habe ich da garantiert keinen Bock drauf. Ach, Kacke, ich kann da kein Foto machen. Ja, das ist schlecht. Dann... Oh, Huch. Ich habe gerade eine Eingebung gekriegt, wie man dieses Spiel zu spielen hätte. Ah, Jones, guten Tag, ihr Leid. da einen Auftrag für uns beide. Ich habe auch einen Was für Auftrag einen für uns Auftrag? beide. Ein Dorfbewohner ist verschwunden. Was, du hast einen Auftrag für Er uns? hat in einem alten Baumhaus gewohnt. Okay. Okay, das ist ja wirklich ein neuer Auftrag. Guten Tag, ihr Leid. Interessant. Also eigentlich war mein Plan ja, dass wir oben ein bisschen in das Camp da gehen, aber der verschwundene Junge, nee, der ist die andere Richtung. Nee. Wir bleiben, da hinten. Wir. Das Ding hat einen rückwärts getroffen. Junge, China, tut mir leid, das hast du einen nassen Arsch gekriegt. So, also, wir wollen uns ein bisschen in das ist eine Libelle, in das Deppenlager reinschleichen. Kann man da... Moment, ich muss testen. Das ist so viel dann zum Thema ins Deppenlager reinschleichen. Ich kann auch nicht mal 2 Meter weit gehen, ohne irgendwie... Das sieht doch aber interessant aus. Kannst du nicht hier das irgendwie... Komm. Ja, weißt du, Grabräubern, das kann ich. Aber herrenlose Kofferräubern, das geht nicht. Geh weg. Oder kann man da tauchen? Ja, kann man. Will ich aber nicht. Ach, guck mal da. Ah, das ist auch eine Bandage. Ja. Okay, Gina, sorry. Ich musste nur was gucken. So, Rückwärtsgang. Ja, da lacht sie. So. Da kommen wir her, gell? Ja, das ist das Fischerdörflein da, alles klar. Wir wollen oben zum Deppenlager. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt halt anstellen. Und uns da... Da sind noch Koffer. Nein, ich habe nichts gesehen. Wie wir uns da unerkannt anschleichen können. Mit einem Motorboot. Hoppala. Da ist irgendwas. Boot anlegen. Da ist was. Da ist was. Da muss ich hin. Ja, genau. So, Anker ist gesetzt. Alles klar. Hallo, hallo. Das Boot ist schon wieder festgemacht. Was sollen diese Funkgeräte da? Vielleicht werden die... Bin ich eigentlich schon richtig? Nee, ich bin noch weit weg. Klopf, klopf, klopf. Schätze, ich muss unauffällig bleiben. Ja, ja, haben sie aber auch recht. Mir war, als hätte ich in dem Baum dort Affen gesehen. Können wir jetzt los? Vielleicht ist es ein Affenbrotbaum. Ja, wir können los. Ich habe gerade festgestellt, dass ich kein Faschist bin. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber okay. Mir war, als wäre da hinten ein Wegweiser. Den müssen wir angucken. Wenn der schon so fleißig vor sich her blinkt. So. Anlegen, bitte. Guck mal, das ist schon wieder so ein Funkgerät-Dingens. Ja. So. Ja, wir kommen noch irgendwann an. Die Frage ist nur, wo? Und die Frage ist nur, wann. Sieht mir halt nach Tempelanlagen aus. Also die Tempelanlagen sehen mir nach Tempelanlagen aus. Das Gitter drumherum sieht mir nicht nach Tempelanlagen aus. Oh, Tiger? Sind das die weißen Tiger?
Da liegt was. Da liegt Unos Knarros und ein eiserner Griff 2. Indy kann Gegner länger umklammern. Ja, nutze ich nie. Ich bin verblüfft. Ich auch. Da liegt vor allen Dingen, guck mal, was da lauter Zeugs liegt. Aber ich brauche halt nichts außer dieses wunderschöne Gewehrchen da. Wer ist denn das da oben? Nein, ich werde jetzt nicht mit der Pumpgun da drauf ballern. So doof bin ich dann doch nicht. Na komm, in die Hüpf. Ich gehe mal weiter da hinten hin. Also ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß, dass ich nicht da bin, wo ich gesagt habe, dass wir hingehen. Wer hätte das gedacht? Muss mich natürlich hier jetzt ein bisschen umgucken. Oh, das da vorne, das sieht aus wie eine Pommesbude. Na, 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 na. Nein, 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 nein. Aufpassen. Also folgendes. Wir werden die Story weitermachen. Wir lassen uns nicht ablenken. Wir werden die Story weitermachen. Das Einzige, was wir eventuell auch noch machen werden, ist gleich diese Knarre im Sumpf versenken. China. Ah, da bist du ja. Weil Indy nämlich jetzt die Knarre fallen lässt. Okay, dann hat er sie. Zeig mal her. Hab ich doch gesagt. So, jetzt Moment, ich muss Karte aufrufen. Ja, wir sind ja quasi fast da. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Hey, das war die Brücke, wo ich gerade drüber gelaufen bin. Kann das sein? Ja, dann sollen sie zeigen, wo hier Boden ist. Oder flaches Wasser. Wenn man da nicht fahren soll. Also hier geht es schon mal nicht weiter. Ah. So. Bauen Sie keinen Unfall. Nee, ich doch nicht. Bleib mal kurz hier. Ich gehe mal schnell. Moment. Ist ja wirklich keine Knarre da. Ich gehe mal schnell darüber schleichen. Hoffe ich. Ich schleiche durch den Duschgel. Also der Dschungel wäre zu offensichtlich, wenn ich da rüber gehen würde, weißt du? Deshalb mache ich das jetzt halt so. Also, aber grundsätzlich, okay. Bin ich hier jetzt aber schon richtig, oder? Abgesehen von dem da oben, aber die sind ja eh blind. Hopp. Also richtig bin ich schon. Mir gefällt da, diese Dicknase da gefällt mir nicht. Zack, und schon bin ich drin. So, also ich bin jetzt unter ihrem Stützpunkt. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, aber das werden wir dann gleich sehen. So. Die Musik sagt mir, dass ich schon mal gut dabei bin. Was ist denn dieses... Guck mal, das sind jedes Mal Vorräte. Ja, brauche ich nicht, aber hier die Tigers, die mag ich. Kann das sein, dass die Tiger hier schon waren? Und die Basis quasi schon infiltriert hat? Oder was auch immer ich da gerade mache. Steht aber auch interessant da. So. Geht's da noch weiter rein? Nee. Was? Ihr habt nichts gesehen. Ach, das ist ja wohl nicht wahr. Hallo. Die da. Also ja, die schießen auf mich. Ich dachte eher.
Wieso gehen die alle auf mich? Irgendwo ist doch irgendwo... Ja, ich bin eh gleich tot, ich weiß. Sorry, das war vollkommen sinnlos. Wieso haben die da ein Loch, wo du rausgehen kannst, wenn es direkt neben 100 Deppen ist? Und ich bin der 101. Depp, weil ich so doof war, um das zu machen. Mann ja nur. So, das ist eine dumme Idee. Jetzt geh doch mal aus dem Bab da raus, Junge. Indy. Mach mal keine Sorgen hier, pass auf. Ich guck jetzt mal, was das da für ein Steinding ist. So, das ist jetzt hier, das ist doch Kacke. So, weißt du, da dachte ich so, ja, da machst du es mal, wie es die Story von dir verlangt und schleichst dich an, stellst dich raus. Nö, wäre ich da drüber gegangen, hätte sich wahrscheinlich keiner beschwert. Wahrscheinlich finde ich hier auch Sachen, wie zum Beispiel Geld oder Medizin. Etwas für die kranken Dorfbewohner. Oder eine Pfanne. Oder was auch immer das ist. Oh, das ist cool. Ja, kann ich auch mitnehmen. Ist das da ein riesiges Schälmesser oder was? Komisch. So. Da unten sind 2 Deppen. Die machen Morgenübungen. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Ich schleiche mich jetzt an die an. Ich muss jetzt irgendwie meinen Frust rauslassen. Und deshalb schleiche ich mich jetzt an die an. Und das bei denen mein Frust raus. Das ist eigentlich eine gute Idee. So. Da ist ein General und 2 von denen da unten. C'è qualcosa di strano. Du siehst nix. No, forse non era nulla. Da ist kein Mann aus dem Busch gekrochen. Musst du dich verguckt haben, musst du dich. Wo ist er hin? Hallo. Che succede? Ecco dove eri. Non puoi stare qui! E sarebbe una volta. Vero? Alter, gib mir doch einfach... Sì, dai, Ach so, Moment, ich dentro! hab eine Peitsche. Uno di noi è a terra! Ich würde dich gern hauen, aber du mich nicht, ne? Hast du gedacht, hä? Hey, nicht aufgeben. Ich fange erst an. Ja, aber echt, hey. Ich fange erst an zu sterben. Aber ihr seid schon einen Schritt weiter, merke ich gerade. So. Also, wo komme ich denn eigentlich her gerade? Ich hab da ist doch so ein Tigerkopf. Da muss doch wieder irgendwo... Nee, das ist ein Helm. Ich dachte, überall wo Tigerkopf ist so Heilungsgedönse. Scheinbar nicht. Okay. Ja, dieser blöde Sumpf, der geht aber auch... So, da war ich, glaube ich, schon. Aber da kann ich nochmal hingehen, denn da gab es viel lustige Sachen, die ich alle schon genommen habe. Ja, komm. Bisschen heilen. So. Bisschen was essen. Junge, der knackt beim Kauen genauso wie ich. Ist ja Wahnsinn. Komm, eine geht noch. So. Ich guck mich jetzt erstmal noch weiter da um. Ach, guck mal, da hätte ich einen Hammer gefunden. Und ein riesiges... Keine Ahnung, Schälmesser. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Na, da hinten ist ja das nächste Lager. Ne, da will ich nicht hin. Ich will schon da hoch, weil die Karte sagt mir, gucke, dass ich da hoch muss. Und dann gehen wir da auch hin. Ich weiß nur noch nicht wie. Soll ich so außen rumgehen halt so? Hau, hopp. Die lassen wir da einfach liegen.
Weil wir es können. So. Aber was ist denn das da eigentlich? Also ernsthaft jetzt, was ist das? Kannst du einem im Bauch schneiden, gibt Schälrippsche. Egal. Mücken sind das. So, da vorne war wieder so ein Tiger Dingens. Dann gehen wir mal gucken, ob es da irgendwie für mich was zu holen gibt. Nö. Ich dachte, habe ich falsch gedacht. Oh, es gibt grüne und... jetzt habe ich das Schälmesser fallen lassen. Es gibt grüne und blaue Libellen. Habt ihr gesehen? Da ist das Schälmesser, oder? Guck mal her. Ich will hier schon noch ein bisschen Schälrippscher machen. Oder Schales. Kennt jemand Schales? So. Ja. Zum Äste schneiden ist es schon mal nicht geeignet. Ja, also ich hab... Da steht da oben auch so ein Glotzkopf. Also so ein Sumpf ist schon... Stumpf. Stumpf im Sumpf. Was fällt denn da einfach ein Spaten um? Da war doch eben noch einer. Der macht bestimmt einen Rundgang, oder? Dem laufe ich jetzt nicht hin. Ist das ein Funker? Wäre vielleicht eine gute Idee, hier zu warten, weißt du? Ne. Also hier zu warten und dem eins über zu moschen. Ich weiß nicht, ist das so ein Mochi-Mach-Dingens? Weißt du? Wo dann so die Hasen auf dem Mond stehen und dann auf diesen komischen Teig einkloppen. Kriegt nichts mit, der hat Kopfhörer auf, der ist nicht doof. Aspetta, cos'è stato? Allora. Forse non è niente. Komm mal mit. Kleines Funke Marieche. Ich hab da einen Ort für dich. So, pass auf. Indy, bück dich, Indy. So, ist gut. Und jetzt nimmst du den. Gebückt, bitte. So. Es geht nicht. Mein Mega... Oder doch? Bin ich noch unten drunter? Ja. Das mein Mega-Plan ist, den jetzt einfach da unten hinzuschmeißen, weißt du? Zack. Und jetzt bücken wir uns da drunter und nehmen ihn jetzt auf. Ich will ihn irgendwo... Also, irgendwo da... Das geht nicht, siehst du. Okay. Ich weiß nämlich nicht, ob der hier so gut liegt, weil eben der hat mich ja auch gesehen. Ja, dann. Der liegt gut. Wo ist denn mein Mochi-Stab? Verloren? Ist schlecht. Wie er da liegt, ey. Kopf nach unten. Was ist das? Oh, ich bin hier. Bei den. Ich hoffe, dass das. Also, wenn das hier die Toiletten sind. Wie? Ach so. Na klar. Im Dschungel mal ein Feuerchen gemacht. Man gönnt sich ja sonst nichts. Vor allem in der Nähe von Toiletten, wenn da irgendwie Methan rumschwebt, sind wir alle am Argen. Oh, guck mal, da ist einer. Schlaf schön. Yeah. Aber nicht hier oben, wo dich jeder sehen kann. Das wäre ja langweilig. Du darfst da unten schlafen. Sorry. Er ist doch astrein versteckt. Kann man nichts sagen. Wo ist denn meine Keule hin? Ich weiß nicht, was das war. Ich war es nicht. Nein, hier komme ich nicht durch. Die Klötner.
finde, den habe ich gut versteckt. Da ist sogar ein General. Da hinten ist noch ein Gewehr. Das ist eine Angel. Ich dachte, das wäre eine Knarre. Ah, da ist eine Knarre. Oh, das ist mir da zu heikel. Da hinten sind noch. Das ist mir zu heikel. Ich gehe mal da hinten hin. Da ist wer. Da ist wer. Das sind mehrere. Oh, geil, Bandage. Damit kann nur das Dorf versorgen. Lass mich hier mal. Ey. Da ist noch einer. Ich hab doch gewusst, dass da noch einer ist. Pass auf. Bleib Das liegen. sollte reichen. Ja, doch ein bisschen muss ich ihn schon irgendwie wegbringen. Das ist nicht ganz so auffällig am Fenster kauern. Ich lege ihn. Pass auf, das ist eine gute Idee. Das fällt keinem auf. Ich lege ihn hier aufs Krankenbett. Hier, guck, kannst dich ausruhen. Zack. Das stimmt ja auch. Ist ja krank. So. Was haben wir denn hier? Comic. Mal sehen. Mörderameisen aus dem Dschungel. Angriff, Angriff, Angriff. Latacco, Alatacco. Mit giftigen Kiefern und undurchdringlichen Panzern. Sie fressen sich durch den Dschungel. Stellst du dich ihnen in den Weg? Nö. Zumindest den Kids zu Hause wird das gefallen. Mhm. Oh, Banane. Nein. Bartolomeo, die Truhe war einfach. Hast du nichts Anspruchsvolleres für mich? Ich schätze, jetzt bin ich an der Reihe. Diesmal spielen wir eine Partie Magjek. Schlage alle roten Steine, indem du 4 blaue Steine bewegst, und zwar jeden einmal. Der Code für den Tresor ergibt sich aus den Reihennummern der bewegten blauen Steine. Da ich weiß, wie du Schach spielst, dürftest du hier ordentlich zu knacken haben. Ist der Tresor heute Abend noch zu? Schuldest du mir ein Bier. Enthält das Spiel den Code für die Schließkassette? Oh, shit. Dachte ich's mir. Che cos'è? Daneben. Bleib doch mal. Achso, da liegt schon. Der ist auch krank. Der muss auch auf die Krankenliege. Ja, also was ich eigentlich sagen wollte ist, dieses Spiel, was sie da gesagt haben. Wenn ich das spielen muss, dann werde ich vielleicht erstmal ungefähr 100 Bilder machen. Ach so, das ist die Kassette, ja? Nee. Das ist was anderes. Oh, Geld. Ja, so krieg ich... Oh, ich habe schon das Geld zusammen, was ich brauche. Magari oggi provo un po' di quel cibo speziato. Wo ist der? Hä? Ich habe gedacht, hier oben wäre einer. Ich glaube... Eigentlich glaube ich, bin hier relativ sicher. Obwohl, der eine ist halt hochgekommen, weil wir ja die Flasche da hingeschmissen haben. Okay.
Pass auf, rätselhafte Notiz. Magic-Regeln, also gut, dass ich die auch mal erklärt kriege. Magic ist ein anspruchsvolles und unterhaltsames siamesisches Brettspiel. Es folgt eine Übersetzung der Spielregeln. Bewegung. Steine können horizontal und vertikal über eine beliebige Anzahl von Feldern oder bis zu einem Hindernis bewegt werden. Diagonale Bewegungen sind nicht erlaubt. Schlagen durch Umfassen. Spielsteine des Gegners können geschlagen werden, indem sie mit 2 der eigenen Spielsteine umfasst werden. Ach so. Dann geht's noch weiter. Schlagen durch Intervention. Du kannst außerdem einen Stein in ein freies Feld zwischen 2 Spielsteinen des Gegners ziehen, um diese zu schlagen. Sieg, hat ein Spieler keine Spielsteine mehr übrig, gewinnt der andere Spieler die Partie. Genau das brauche ich. Ja, was ich auch brauchen würde, ist der Typ da draußen, der mich hier die ganze Zeit zutextet, dass er Mittagessen will und mir deshalb Angst macht. Also nicht, dass ich Angst habe vor seinem Mittagessen. So, sollen wir mal gucken, wie das hier funktioniert. Ich kann es noch nicht mal spielen. Achso, warte mal. Muss ich diese Quest markieren? Damit ich das hier spielen kann? Nee, also... Ach, ich muss das gar nicht spielen. Ich muss da jetzt nachdenken, oder was? Alter, hör auf, dauernd mich zuzulabern. So, jetzt pass auf. Was bin ich, ein Rot oder Blau? Da fängt's ja schon an. Moment. Ich muss nochmal... schlage alle roten Steine, indem ich 4 blaue Steine bewege. Ja, aber wie viel Mal darf ich ihn bewegen, so oft ich will? Darf der Gegner da... Die Regeln sind zu undurchsichtig. Ich verstehe die nicht. Also... Wenn ich den blauen da hoch und da rein, dann habe ich gleichzeitig gewonnen und verloren. Weil dann habe ich diese 3 da weggeräumt. Gleichzeitig wurde aber auch mein einer Stein da von den 2 roten eingesperrt. Das heißt, ich verliere einen und gewinne 3 oder umgekehrt oder was? Ich verstehe die Regeln nicht. Erklär mir das einer bitte. Das ist da genauso. Wenn ich mit dem da runterrutsch, dass er dahin geht und der da unten, also F1 auf die 3 da. Dann hätte ich auch 2 rote eingeschlossen, aber auch die haben mich eingeschlossen. Das ist ja kompliziert hier. Ja, vor allen Dingen, wie kriege ich denn da den Code raus, indem ich dieses Spiel spiele? Also was für Zahlen? Ja, sorry, aber da bin ich erstens zu doof und zweitens habe ich da garantiert keinen Bock drauf. Ach, Kacke, ich kann da kein Foto machen. Ja, das ist schlecht. Dann... Oh, ich habe gerade eine Eingebung gekriegt, wie man dieses Spiel zu spielen hätte. Und zwar würde ich gerne, und ich lese nicht ab, F1, das ist der da, nach F3. Das ist insofern super praktisch, als dass ich den sofort verlieren würde, weil nämlich diese beiden Roten mich dann eingekerkert hätten. Aber ich würde mal sagen, das würde ich jetzt einfach machen. Dann würde ich H1, der da, zu D1. Das wäre dahin. Dann hätten wir zumindest mal den da weg, ne? So, das ist klar, das kriege ich hin. Dann B1 zu B8. Das ist B1. Da ganz hoch zu B8 und hätten somit das, was ich vorhin gesagt habe, diese 3 hätten wir weg, gleichzeitig hätten aber der da und der da den einen, den ich da hochziehe, jetzt gefangen. Das ist quasi Schrödingers Jack-Jack oder wie das Spiel heißt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und danach würde ich ziehen F8. Das ist der da oben, da runter.
Und hätte dann theoretisch diese beiden da eingekegert, weil ja der Blaue da unten auch noch ist. Was er ja aber nicht ist, da er ja eigentlich schon vom Spielfeld genommen worden wäre. Oder, weißt du, das ist zu wenig Regeln für das Spiel. So, also so würde ich das machen. Ich habe gerade so die Eingebung. Und dann würde ich mir merken, die Zahlen und die Reihenfolge, wo ich wann welche Dinger hinschieb. Und würde dann folgende Zahlen eingeben, also jetzt nur so als Beispiel. 3, 1, nur so ein Beispiel, ne? 8, 6, so würde ich zum Beispiel jetzt eingeben. Und dann würde der zum Beispiel aufgehen, der Tresor. So, und dann hätte ich, wenn ich das so machen würde, dann hätte ich dieses schwere Rätsel ganz alleine gelöst anhand meiner herausragenden Intelligenz. Okay? Gut. Was machen die da? Servus. Denen gefällt's da. Siehst du? Die sind auch froh, dass sie hier liegen dürfen. Dann würde ich auch mal sagen, das haben wir jetzt ziemlich gut gemacht. Wo ist denn der eine Knispel, der die ganze Zeit da angeln will? Was? Bene, ho di nuovo le allucinazioni. Ich glaube auch, dass der fantasiert. Cos'è stato? Cosa? Weg da! Du bist selbst schuld, Freundchen. Es ist saudumm da zu liegen. Die sehen ja die Leute. Leg dich lieber dahin. Du bist sogar so dumm, um unterzugehen. Da. Junge. Ich sag doch, das sind Deppen. Einfach nur Deppen. So, nochmal. Rein mit dir. Blub. Komisch, dass die nicht schwimmen. Ich dachte immer Holis schwimmt man. Ich hab da ein bisschen, ne, der steht da halt genau am Zelt. Moment, ich renn erstmal da rüber. Ja, das war bestimmt so ein Affe im Baum. Das war auch ein Affe im Baum. Du Affenbaum, du. Komm mal her. Hier gebe ich Affenbaum. So. Er hat doch auch bestimmt heiß, oder? Geh mal zu deinem Kollegen, könnt ihr zusammen baden gehen, weißt du? So. Hier ungefähr hin. Zack. Den Schlagstock hätte ich gern wieder, danke. So. Siehste. Na, siehste, das läuft doch. Das läuft doch gut. Oh, da war gerade wer. Ja, irgendwas war da, ja. Ich dreh dich kaputt. So, ja. Komm her. Den legen wir jetzt aber nicht. Den legen wir nicht schwimmen. Den legen wir. Den legen wir da hinten ins Gebüsch. Ich hoffe, dass das da Gebüsch ist und nicht irgendwie ein Weg. Oh ja, es zählt als Gebüsch. Hier, zack.
An die Wand. An die Wand. Tachelefant. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich nehme es mit. Ach ja, Fotos machen könnte ich mal. Da oben musste ich auch schon ein Foto machen, gell? So. Ist das alles dasselbe? Entenstatue? Ach, Elefanten. Ich habe Entenstatue gelesen. Ja, es ist... Elefanten überall eingesetzt, sogar im Krieg. Naja. Und den Buddha, den haben sie überall aufgesetzt, sogar auf dem Toast. Der Nischen unten am Schrein ist leer. Oh, tatsächlich. Neues Geheimnis. Der Elefant im Raum. Ja, also eigentlich ist er nicht im Raum, sondern draußen. Sag ich jetzt mal so. Ich gucke mich hier jetzt erstmal noch ein bisschen um. Ein bisschen. Ob es etwas Besseres gibt als diese Pfanne. Ja, da. Mango-Stahne von mir aus. Ich nehme alles. Mach mal das Ding weg und nimm das da. Nicht die Miggebletsch. Ach, Indy. Er hat... Die mag er aber wirklich gern. Die will er dauernd aufnehmen. Irgendwie will er die nicht. Guck. Naja. Ist nicht weiter schlimm. Was ist das da? Oh. Milchteebrot. Da esse ich jetzt mal gleich ein Schlückchen. Ah, warte mal. Erstmal esse ich da ein Schlückchen. Was auch immer das ist. Ein Schlückchen essen. So. Ein Stückchen wollte ich sagen. Ein Stückchen esse ich. So, guck. So. Jetzt sind wir wieder full. Und dann gehen wir mal den Elefanten da im Raum betrachten. Das ist ja wirklich ein Elefant. Hier? Ich kann dir sagen, was du da machst. Du stellst dich jetzt dahin. Ah, okay. Also es ist was Vierfüßiges. Muss ich jetzt noch einen Elefanten suchen, oder wie? Also ein Knüppel. Okay, wir brauchen jetzt noch einen Elefanten, oder wie? Oder wie? Hallo? Feuerzeug, da kann ich was verbrennen. Das war bestimmt ein Elefant dahinter, oder? Ja, klaro. Elefant. Hallo? Der Elefant kommt in die Wand. Och nö. Wie viele Elefanten gibt's denn hier? Da ist eine Kerze. Kann ich die Kerze anmachen? Ist aber gefährlich. Hier eine Kerze. Oh, guck mal, da ist bestimmt eine geheime Tür, die dann nachher aufgeht oder so. Wo soll ich denn jetzt noch Elefanten finden? Ein Hammer. Ein Hammer. Hammer hat, hey. Ich hab noch gar nicht... Oh, kann man hochgehen? Ich wollte... Kann man noch mehr hochgehen? Nein, ich hau dem jetzt nicht auf die Nase. Ich weiß, was ihr denkt. Aber so einer bin ich nicht. Ich wollte mir nur hier einen Überblick verschaffen. Kann ich jetzt vielleicht einen Elefant einfach wieder nehmen? Pass auf. Naja, okay. Mir doch egal. Ha! Na, sieh mal, guck, hä? Hallo? Da geht's gerade elefantös weiter. So, rätselhafte Notiz. Rebellentagebuch. Wir erhielten heute Morgen schlechte Neuigkeiten. Der General hat fremden Soldaten Zutritt zu Sukhothai gewährt. Vermutlich sollen sie uns zurückdrängen, während er Zugriff auf ihre Militärausrüstung erhält. So rum. Palin sagt, sie wollen in den kommenden Monaten ihre Lager direkt neben diesem Schrein aufschlagen. Hat sie recht gehabt. Weshalb wir den Unterschlupf vermutlich schon in dieser Woche aufgeben müssen. Das hier war das perfekte Versteck für uns, verborgen in überwuchernden Ruinen. Keine Menschenseele in der Nähe. Selbst wenn der General und seine Männer hier unsere Spur aufnehmen würden, hätten sie keine Ahnung, wo sie suchen sollten.
Für die Fremden gilt dasselbe. Sie sind wahrscheinlich zu dumm, um das Rätsel zu lösen und die geheime Tür zu öffnen. Doch wir werden trotzdem nichts von Bedeutung zurücklassen. Junge, habe ich heute Leseschwäche. Außer einem Vorratslager, falls wir es später brauchen. Cool, gut zu wissen. So wie ich mich kenne, werde ich bestimmt wieder mein Tagebuch vergessen. Nein, nur eine Seite davon. Mal gucken, also hier gibt es auch eventuell irgendwo... Hallo. Guck mal, guck mal. Warte. Wait for it. Zack, reingeguckt. So. Ja, normal. Oh. Ja, halt doch mal dran, wie ein Junge. Normalerweise müsste ich euch jetzt hier so, wie war das, ein X auf dem Arm malen und dann draufhauen oder so. Aber naja. Lass mal her. Jo. Ich wollte gerade sagen, es war nicht Augenhöhe, ich war nämlich zu tief. Mann, ey. Sorry, aber... Oh, bleib bloß weg von den Räucherstäbchen, gibt nichts Schlimmeres. Reliktien Sukhothai. Ein altes Manuskript mit esoterischem Wissen über alte Relikte, die angeblich in Sukhothai zu finden sind. Dankeschön. Kann ich das da einfach anstecken? Jo. So, lass mal umgucken. Aber ich glaube, wir haben hier gefunden, was wir sollten. Ich bin nur noch ein bisschen verwirrt von dem Elefanten, der da nicht im Raum ist. Oh. Ja, wo ist das? Oh, hopp. Ach so, das ist eine Treppe. Moment. Das reicht aber immer noch nicht. Oder ist das da auch eine Treppe? Oh, hopp. Ich sehe doch, dass das eine Treppe ist. Indie. Ach so. Geht hier so nicht weiter, geht das nicht. Ist vielleicht hier hoch? Ja. Und jetzt da hoch? Nein. In die... Er will nicht. Er will nicht. Er will nicht. Indy will... Also, ich muss hier hoch? Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Kann ich da einfach hochklettern? Ich habe so das Gefühl, dass ich hier irgendwas nicht verstehe. Nun ja, sagen wir es mal so. Habe ich bis morgen Zeit, mir zu überlegen, wie ich da hochkomme, okay? Danke, tschüss. Hehe.